Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note diesmal mit Vincent Kompanie vor dem Champions League Spiel gegen Club Brügge gegen FC Brügge. Am dritten Champions League Spieltag und natürlich nach der Verlängerung von Vincent Kompanie. Wo wahrscheinlich die meisten Fragen zu kommen werden. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da im Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Club Hier Brügge. gehen wir wieder die Morgen mit Lautstärke ein bisschen für Kompanie euch hier. An einem wunderschönen Tag für den FC Bayern und alle Fans. Tja, ihr wisst, was gemeint ist. Und diesbezüglich wird die erste Frage sich wohl auch anhören. Bitte schön, David Verhoff. Genau, darum geht es, Herr Kompanie. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Vertrag. Waren Sie ein bisschen überrascht, dass Ihre Vorgesetzten nach 11 Spielen in der Saison schon auf Sie zukommen und sagen, mit Ihnen wollen wir gerne verlängern? Ich habe mich überhaupt nicht so viele Gedanken gemacht. Ich war eigentlich zu beschäftigt mit die Vorbereitung von jedem Spiel und dann ist mal die Frage gekommen und dann ist meine, glaube ich, einzige Bitte gewesen, dass das kein großes Thema wird, dass das schnell erledigt wird und dass wir einfach ganz schnell wieder den Fokus behalten können auf das nächste Spiel und wahrscheinlich glaube ich, dass Sie wahrscheinlich mehr überrascht waren als ich, deswegen, weil das wichtig war für mich einfach, dass es kein Thema wird, keine großen Gespräche, keine Spekulation, einfach schnell und deutlich und ab morgen ist das auch vorbei und können wir wieder ganze Fokus haben auf das Spiel. Ja, das zeichnet ihn halt einfach aus. Ne? Das würde man sich bei dem einen oder anderen Spieler auch wünschen. Schnell, deutlich, fertig. Ne? Also, ja, ist halt einfach eine Charaktersache und er ist halt einfach dieser Charakter. Wunderbar. Nächster ist Carrie Howe für Sky. Ja, trotzdem noch eine Nachfrage, Glückwunsch auch von mir. Danke. Wie lange haben Sie denn überlegen müssen und mussten Sie zu Hause vielleicht nochmal nachfragen, weil das ja schon auch für Sie dann eine auch private Entscheidung ist, für die nächsten Jahre eben hier in München zu bleiben? Ja, aber privat hat alles gestimmt hier in München. Es ist wirklich nicht so schwer, auch sich wohlzufühlen hier mit Kindern. Und das hat natürlich alles geholfen. Und, aber mein Arbeitsumfeld ist auch sehr gesund und ich wollte unbedingt auch die Ruhe behalten in meinem Arbeitsumfeld. Und das ist schwierig zu glauben. Ich weiß, es ist Bayern München und wenn man die Zeitungen liest, ist es nicht so ruhig. Aber die Wahrheit ist, wenn ich morgens reinkomme und ich muss meinen Job machen, dann kann ich das richtig machen. Wenn wir auch mal verlieren oder Punkte verlieren, dann habe ich trotzdem noch ein gutes Naja. Er hat jetzt noch nicht so eine Phase gehabt, habe ich ja in meinem Statement schon gesagt zur Vertragsverlängerung. Er hat ja noch nicht die Phase gehabt, so wie es ein Nagelsmann hatte, wie es vielleicht auch ein Tuchel hatte. Erstmal spielen wir schön Fußball, so das ist Punkt 1, ja, was schon mal wichtig ist. Und da kann man mit Sicherheit mal über die eine oder andere Niederlage hinwegschauen, gerade in der Bundesliga, die dann ja ein bisschen weniger Ausmaß hat. Aber er hat ja jetzt noch nicht die Phase gehabt, so mit, keine Ahnung, Champions League Achtelfinale aus, Zweiter oder Dritter in der Bundesliga sein, dann ist das auch ein bisschen anders mit dem ruhig arbeiten. Ja, wenn alles läuft, ja, dann ist auch alles gut, dann ist ja auch ruhig beim FC Bayern. Ne? Dann machst du dir irgendwelche Baustellen auf, wenn du irgendwelche Jerome Boatengs zum Training einlädst, zum Praktikum. Das sind dann die Themen. Ja? Aber wenn es läuft, dann läuft es. Dann hast du sportlich keine Themen. Und ja, ey, toi, 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 ja, dass er das noch nicht erlebt hat und wegen mir braucht er es auch nicht erleben, ja, aber das ist natürlich jetzt einfach gesagt. Arbeitsumfeld und dann gibt es nicht viele bessere Plätze als Bayern München, glaube ich. Und es ging dann ganz schnell wieder über die Spiele, das nächste Spiel und das ist auch meine Priorität hier. Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompanie, Sie haben das Spiel angesprochen morgen. Ist es für Sie ein besonderes Spiel? Ja, ich habe es gerade auch überlegt. Natürlich, wir spielen gegen eine belgische Mannschaft und aber ich habe meine ganze Jugend für Anderlecht gespielt und deswegen bleibt es auch ein bisschen dieses eine Seite Konkurrenzgefühl, aber andere Seite auch viele Spieler, wofür ich viel Respekt habe. Zum Beispiel Hans van Aken, der war noch bei mir in der Nationalmannschaft, Brendan Mechelen.
Einige Spieler habe ich sogar noch gekannt von City, Forbes und der Trainer Nicky Hayen. Das hat eine ganz besondere Geschichte. Und deswegen habe ich natürlich Respekt für einzelne Leute in Club Brugge. Aber wenn es nur für mich ist, dann habe ich natürlich auch dieses Rivalitätsgefühl. Ja. Miriam Wetter, bitte, für Sat 1. Lass ihn doch mal aussprechen. War doch noch gar nicht fertig. Ich wollte doch noch ausholen, oder? Wild. Kann ja nur gut für uns sein. Ne? Wenn Trainer, das wird ja auch noch mal ein bisschen auf die Mannschaft übertragen. Und ja, das passt schon. Hallo, Sie haben ja auch nach der Auslosung schon gesagt, dass es was Besonderes ist, gegen 2 belgische Clubs jetzt zu spielen. Was macht es so konkret besonders und gibt es etwas an Ihnen, was typisch belgisch ist? Ja, erstmal, Club Brugge war immer und ist immer eine Arbeitsmannschaft und das ist sehr belgisch. Und deswegen passt auch ganz oft die belgische Kultur so ein bisschen mit der deutschen Kultur. Weil ich habe alle gesehen, ihr hört das gerne, aber Club Brugge ist auch eine Arbeitsmannschaft aber ist total unterschiedlich. Club Brugge wie Union Saint-Gilloise, die Geschichte von beiden Vereinen ist auch total unterschiedlich. Und was man ehrlicherweise sagen muss, ist, dass sie auch immer wieder in der Lage waren, gute Ergebnisse zu holen in Europa. Es ist keine ungefährliche Mannschaft. Und aber das hilft natürlich, dass ich das schon weiß und deswegen ist die Vorbereitung auch genauso wichtig wie die anderen Spiele, das wir hier gespielt haben. Dann glaube ich hier der belgische Kollege, ja? Second row, yes. You. Of Nederlandisch? Gerne, ja. Dag Vincent. Je hebt al veel meegemaakt, je draagt al lang mee in het topvoetbal. You are very experienced in football, so why is it so special for you to play against Belgian teams in the Champions League? Er zijn 2 verhalen. Ik zeg het, de rivaliteit met Club Brugge. Well, those are 2 stories. I know the rivalry. Ja, ist ja, was er gerade schon erzählt hat, ne? Aber wir hören es uns Club gerne nochmal Brugge an. since I was 6 years old. And the other side is that I know lots of people in the hierarchy of Club Brugge, and I've been known them for very long. I played with a couple of them. Those are people that I really respect a lot. This is the Belgium part of the story, but in the end, it's about Bayern Munich, and we play against Club Brugge, and we know that the players are going to play their games just like they did, and it doesn't add an extra layer to it, only for me personally. Den letzten Teil habe ich verstanden. Wer spielt denn morgen? So who's Wer going to spielt play da tomorrow? morgen? Habe ich Oder diese anders gefragt, Frage wer- je schon beantwortet. Aber es Anders ist trotzdem gefragt. mutig, dass du das immer fragst. Wie sieht es denn aus bei Josip Stanisic? Konnten wir eben sehen, Serge Gnabry ist nur gelaufen. Kannst du vielleicht Ja, einmal ein Update die geben? beiden sind nicht dabei morgen. Und Ganz deutlich, ganz einfach. Ja. okay. Und Richtung Samstag schon eine Idee? Samstag ist Samstag, aber morgen nicht. Das sind die einzigen beiden, die ausfallen? Ja, aber jetzt fragst du zu viel. Ich frage ja nur nach der Gesundheit. Das sind die einzigen beiden. Wir sind eigentlich ganz gut drauf. Wir haben Rafa wieder voll zurück. Wir haben also die Sebener Straße ist nicht so total abgeschlossen. Also sie wissen schon, welche Spieler alleine trainieren und welche mit der Mannschaft trainieren. Und da gibt es keine Überraschungen. Zurück nach Belgien, ja. Hey Vincent, lang geleden. Hallo. Jij kent natuurlijk Club Brugge zeer goed. Je hebt altijd You Zou know nog Club verstaan. Brugge very well. geweten. De laatste jaren heeft Club Brugge die rol ook. They are a dominant club in the Belgian football. En hoe kijk je ook naar de How do you see the development of that club, and what are the developments at Anderlecht? Een match tegen Club Brugge een tik tegen de schenen van Anderlecht ga geven. Je weet dat zelf, dat ga ik niet doen. Well, I'm not gonna Er zijn kick against Anderlecht's shin now that we play against Bruges. It's a completely different story. A question of time, really. And I am still supporting
the club. But Bruges, they developed very well. They are there for a reason, and they deserve to be where they are. They have a lot of sporting assets, but it's about players in the end, and the core of the players from Club Bruges is very competitive, and that's a difference. There's always a difference between the number one in the country and the other opponent. Ja, Herr Kompanie, ich würde auch noch auf ein ernstes Thema zu sprechen kommen. Sie sind im Dezember 21, haben Sie sehr unschöne, abscheuliche Erfahrungen bei einem Spiel gegen Brüssel gemacht, als Sie da von den Rängen beleidigt wurden, rassistisch. Sie haben danach auch gesprochen, dass es für Sie persönlich ein sehr, sehr trauriger Tag war. Sind diese Erinnerungen noch präsent, wenn es gegen Brüssel geht oder gegen Brügge geht, oder versuchen Sie das auszublenden und können Sie da die Vergangenheit sein lassen, oder ist das doch irgendwie noch im Kopf drin bei solchen Spielen? Ja, wenn das geht, werde ich diese Frage auf Englisch beantworten, weil ich kann das nicht ganz auf Deutsch. But yeah, it's a really difficult answer, really difficult question, because as you mentioned, I was the captain of the national team. I played for the national team for 17 years, and if you go to Dann wirst du von den, ich meine, gut, das gab es ja in unserem Land auch. Ja. Aber gut, das war vielleicht nicht der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, aber es wurden auch schon deutsche Nationalspieler rassistisch beleidigt von den eigenen Deutschland-Fans. Also ist ein Unding sowas. Also rassistische Beleidigung ist das sind alles ganz arme Menschen, ne? Die so agieren. Ja. Aber das ist natürlich dann nochmal doppelt hart, ne? Wenn du Kapitän deiner Nationalmannschaft bist über Jahre und wirst dann von deinen eigenen Fans rassistisch beleidigt, Alter. Aber das Problem ist halt immer, das ist meistens eine kleine Gruppe, die dann sehr laut ist. Das ist sehr schade, aber wir hören mal rein, was er noch so sagt. To a place and your staff gets called brown monkey, you know, after so many years of it's not easy, you know, and Ja, das glaube ich. but I don't know how to position it yet right now. To be honest, I've been thinking about the game, not about this, and I don't want to focus on anything else right now than the game. But yeah, it's just difficult to position still. I think at the time after the game I was speechless, and I think 4 years later I'm still speechless, and that's why I'm sort of moving it on to the game and to the motivation that I have to play the game on the pitch against players who have nothing to do with this incident, of course. Fand ich jetzt nicht so schwierig, die Antwort. Also, was er gesagt hat, ist völlig einleuchtend, oder? War jetzt irgendwie alles gut, würde ich sagen. In der letzten Reihe, absolut Fußball, ja. Herr Kompanie, Sie haben die letzten 6 Spiele gegen Brügge alle unentschieden gespielt. Wie wollen Sie den Fluch morgen besiegen? Entschuldigung? Sie haben die letzten 6 Spiele gegen Brügge alle unentschieden gespielt. Wie wollen Sie den Fluch morgen besiegen? Das ist die letzten 6 Spiele, wirklich? Okay. Es ist immer... Diese Spiele gegen Club Brügge waren eigentlich für uns, weil ich weiß, unentschieden, Anderlecht hat ein bisschen auch dieses Bayern-Gefühl, wo man alles gewinnen muss, und wenn man nicht siegt, dann reicht es nie. Aber die Realität war, dass wir finanziell in eine total andere Liga gespielt haben als Club Brügge damals. Club Brügge war hatte viel mehr, wie sollte ich sagen, viel mehr Investitionen in seine Kader, und wir hatten immer eine sehr, sehr junge Mannschaft, und diese Spiele waren eigentlich für uns immer eine Zeige, dass wir eigentlich Fortschritte machen. Das war nicht so gesehen als Verlust, nach meiner Meinung, weil wir sind immer dahin gegangen als Underdog in meiner Zeit als Trainer, nicht in meiner Zeit als Spieler. Waren wir kein Underdog, aber in meiner Zeit das weißt du auch. Aber die Wahrheit war, in den letzten Jahren waren wir immer Underdog, und wir haben eigentlich immer in diesen Momenten das Gefühl gehabt, okay, wir kommen wieder näher dran, wir können vielleicht nächstes Jahr, wir können vielleicht nächstes Mal. Und diese Spiele waren nicht negativ, aber das war immer viel gekämpft, immer sehr emotional, und also richtige Klassiker damals, ja. Dann noch zweimal. Wie will er den Fluch brechen, hat er jetzt nicht gesagt, aber ich denke, du kannst natürlich auch nicht den FC Bayern damit vergleichen, Alter. Qualitätsmäßig. Okay, bitte.
Club Brugge laat punten liggen tegen op papier kleinere tegenstanders de jongste maanden. Jullie Club Brugge has Hoe hou jij iedereen scherp elke keer opnieuw? lost games already. You have won all the games. How are you keeping your team sharp? Well, you must never underestimate your opponent. First of all, Also ich glaube nicht, dass du in der Champions League zu Hause gegen Club Brugge irgendwelche Motivationsprobleme haben wirst. you always need quality in your team to really get a streak going like we have, and that's a question of a win being a prize that you can win. And when we remember the few times that we lost and how that feeling was, and we didn't want to give away that feeling of a victory. Losses might happen, but we just must not give away a present. That's something that we must not do. Das ist aber ja lange Wenn ich eigentlich überlegt. Deutsch spreche, spreche ich eigentlich Niederländisch in meinem Kopf mit deutscher Akzent. Also wirklich. De club heeft eigenlijk een beetje schrik voor een pandoering. Ook omdat het idee leeft dat jij zeker, en het zit sowieso niet in jouw natuur, maar dat je zeker aan Brugge geen cadeautjes zal uitdelen. Is dat iets waar we morgen rekening Club mee Brugge houden, of via won't be in the mood to give away any presents as well. What do you expect from that team? Yeah, they are a dangerous team, and we Ja, die haben ja auch nichts zu verlieren. So, sind wir mal ehrlich, krasser Außenseiter, Punkt. Erst recht bei diesem Saisonstart, den wir hingelegt haben. Was hast du zu verlieren? Die können frei aufspielen, Alter. Ja. Und natürlich ist das immer gefährlich. So. Aber wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, dann ist auch alles gut. Ja. Dann können die auch gerne frei aufspielen. always playing with lots of self-confidence, but respect as well. We are respecting every opponent. And in the preparation, it's always the same, regardless whether it's against Dortmund or Chelsea. And it's always the question, are the players feeling the same? Are they in the right form? Are they trusting the process? And in the end, it's about winning. And that's the number one priority. And whether we win or lose, we are always continuing till the last minute, and we're always applying pressure. And you cannot predict the result. Sascha Bowie hatte zu Beginn seiner Zeit beim FC Bayern jetzt nicht die einfachste Zeit, auch viele Verletzungen. Ja. Galt im Sommer, das hat Max Eberl auch gesagt, als Verkaufskandidat. Es wurde da überlegt, am Ende ist er geblieben. Jetzt hat er auch viel gespielt. Wie beurteilen Sie seine Entwicklung? Danke. Ja, aber das bleibt eine wichtige Geschichte, was Sie jetzt sagen, natürlich, weil eine andere Spiele, wo es auch nicht immer einfach war, was zum Beispiel Serge Gnabry, und das ist auch mal passiert für Leon Goretzka und so weiter und so weiter. Und wichtig ist, dass diese Spiele, die hier bei uns sind in Bayern München, da fehlt keiner an Talent oder Qualität. Das ist meine Glaube. Also vielleicht können wir alle unterschiedliche Meinungen haben, über welche Spiele vielleicht besser morgen spielen oder nicht. Aber obwohl unser Kader nicht der größte ist, haben wir trotzdem immer das Gefühl, dass die Jungs, die wir haben, 100% genützt werden können in jeder Situation. Und dann Sascha, ich sehe das nicht als überraschend. Ich sehe das als, wenn einige Sascha Bowie geschaut haben in Galatasaray damals. Ja, das ist auch so. Ja, er hatte halt auch nie bei uns die 6, 7 Spiele am Stück, die er braucht, halt einfach mal, um anzukommen. Er hatte immer 1, 2 Spiele, entweder war er dann verletzt oder man hat ihn ganz außen vor gelassen. Ja, und dann ist es halt schwer. Ja, so, wenn du jetzt deine 6, 7 Spiele mal am Stück hast, dann ist das natürlich auch was ganz anderes und dann kann man auch mal anfangen, ihn wirklich zu beurteilen. Ne? So, ja, das darf man halt nie vergessen, solche Sachen. Dann galt er schon damals als größtes Talent und manchmal ist es nicht einfach, hier immer reinzukommen in einen Verein wie Bayern München. Das ist einfach so. Die Integration ist nicht einfach,
Aber wenn die Jungs Vertrauen haben, dann können die immer zeigen, dass die Qualität haben. Und es geht jetzt nicht nur über Sascha, aber es geht darum, ich kann als Trainer nicht immer mitgehen mit was die Öffentlichkeit denkt über unsere Spiele. Sonst habe ich keine Spiele mehr am Ende. Am Ende spielen wir noch mit 5 Spielern in Bayern München. Und deswegen, ja, das freut mich für immer, bis bleibt. Wir spielen dann nur noch mit Harry Kane. Wir klonen den noch 10-mal und dann spielen wir 11 Harry Kanes. No-brainer. Bleibt immer eine gute Geschichte, wie Eric Dyer letzte Saison, wie Leon Goretzka letzte Saison. Sascha Boe ist eine Geschichte diese Saison, bleibt auch eine positive Geschichte für die anderen Jungs in der Kader. Vielen Dank, Winnie. Danke Danke. euch. Bis morgen. Servus. Ja, positive Geschichte für die anderen im Kader. Sind wir ehrlich, er hat davon profitiert, dass Stanisic verletzt ist. So, ja, Punkt. Sonst wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Weiß ich nicht, ob das dann so eine positive Geschichte ist, wenn man dann als Ersatzspieler darauf hoffen muss, dass sich jemand verletzt. So, ja. Also war ja jetzt nicht so, dass er durch maximale Leistung überzeugt hat bei den Chancen, die er vorher gehabt hat. So, ja. Das war ja nicht der Fall. So, er hat jetzt die Spiele, weil Stanisic verletzt ist. So, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Er hat dann natürlich genutzt, ja. Kann man natürlich jetzt drüber reden, wie gut, wie schlecht. Aber es ist, wie ich gerade schon sagte, so ein Spieler braucht halt dann auch so eine Phase. Ja, und er muss das Vertrauen spüren. Und ja, wir werden es sehen, wenn Stani jetzt zurück ist. Gibt es Stani mal 3-4 Wochen, dass er wieder richtig in Form ist. Und dann werden wir sehen, wer spielt. So, ja. Und dann werden wir sehen, ob ein Boe sich ansatzweise längerfristig bei uns irgendwie durchsetzen kann oder halt nicht. Ne? So. Das wird die Zeit zeigen. Ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Spiel morgen. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.